Shepard, was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandy gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Absolut. Mit den richtigen Teilen kann ich unsere Schilde verstärken. Die Kollektoren haben die Barrieren der Normandy beim letzten Mal fast sofort durchdrungen. Mit meinen Upgrades haben wir vielleicht bessere Chancen. Oh. Schiffsverbesserungen. Multikernschild 15.000. Aber ich glaube, die 15.000 fallen bei die 633.000 gar nicht auf. Ich will aber noch mal reden mit dir, Mädchen. Shepard, was kann ich für Sie tun? Status der Normandy? Wie läuft die Normandy? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben Sie Ahnung. Die Normandy läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Wir hatten wirklich keine Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth of Haestrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass so viele gestorben sind. Nochmal danke, dass Sie Riga da lebendig rausgeholt haben. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Haben Sie was von Karl Riga gehört? Hat er seine Verletzungen überstanden? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als würde er sich vollständig erholen. Jeder Riss im Anzug ist ein reines Glücksspiel. Riga ist mit einer relativ harmlosen Infektion davongekommen. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandy wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich erwarte, dass Sie uns irgendwann hintergehen werden. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Wow. Wauzi. Wauzi. Ich überlege gerade. Warte mal, wir haben jetzt da die Tally gehabt. Unterdeck Treppenhaus. Was ist da? Edi. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat kein Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer wie die letzte Normandy. Es ist weitaus schwerer, damit auf Welten mit hoher Schwerkraft zu landen. Ja, das klingt logisch. Warte mal kurz. Also das ist der Vorstuhl. Warte mal kurz. Muss ich was schauen. Genau. 3 Teammitglieder haben wir noch und ich hoffe, dass wir die Episode heute mit den 3 Teammitgliedern beenden können.
Ich vermute mal, wir müssen... Ah, da ist das Seed, genau. Oder wie immer der... oder wie auch immer der Hasen mag. Bloodpack-Helm. Wunderschön, oder? Habe ich diesem kroganischen Warlord Gesak abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich habe Gesak zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Kroganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Gewehr? Hey, nicht anfassen. Das Gewehr ist älter als Sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skylianischen Angriff. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Der fast schon romantisch. Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Haben Sie kurz Zeit? Sie könnten was lernen. Harter Kampf auf Horizon. Ich habe schon gegen Sklavenhändler und Entführer gekämpft, aber noch nicht so. Ein paar Sklavenhändler haben ein Mädchen auf einer Kolonie im Skepsis-System entführt. Das Mädchen ist aufgewacht und geflohen. Wir haben es kurz vor Omega aufgegabelt. 8 Jahre alt. Sie hätte auf Horizon keine Chance gehabt. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wo wir die zwei wohl beeindruckendsten Charaktere finden. Unterdeck, Treppenhaus. Ich suche zuerst... Machen wir zuerst den Kroganer. Wenn ich ihn finde. Da muss er da irgendwas sein. Das sind die zwei. Ich weiß, dass er da herunten ist. Aber wo? Aber wo ist der Kroganer? Unterdeck, Treppenhaus. Wo ist der Kroganer? Das ist eine gute Frage. Der Steuerbord, Frachtraum. Fahrstuhl. Backbord, Frachtraum. Da sind die zwei. Ah, jetzt wird's lustig. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okirs Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer, mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lasse ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe.
Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Mensch. Weiblich. Bevor Sie sterben, brauche ich einen Namen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. Okeer konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen Okeer nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie Ihnen leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für Okeers Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde. Kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker. Wenn Sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich Sie töten. Unsere Feinde sind Ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Boah. Grunt. Der Kroganer. Ach du Heilige, wir werden noch so viel Spaß mit dem Burm haben. Warte mal, Tagebuch. Hat der Grunt auch irgendeine Story? Garus, Mordin, Jack. Mit Jack müssen wir noch reden. Das ist die Samara, der Thane, Shadow Broker, Liara, genau, Miranda, Jacob, Said, das und die Kollektoren aufhalten. Jetzt schauen wir da nochmal. Die Kupplungen, die besonderen Zutaten. Das eine finden wir auf Omega und das andere finden wir auf der Citadel, genau. Da haben wir noch das und dann haben wir noch das mit den Fische. Genau. Warte mal. Na, wir werden da trotzdem noch so weiterverfahren. Ich will es da speichern. Und jetzt haben wir noch einen Protagonisten. Kompakte kleine Gruppe, die Sie da haben. Und ein hübsches Schiff. Sie könnten reich werden, wenn Sie auf Pirat umsatteln würden. Aber das würden Sie nie tun. Sie sind mir ein Rätsel, Shepard. Wie auch immer. Ich muss mit Ihnen über etwas reden. Ich würde Sie gerne einiges fragen.
Später. Jetzt muss ich mit Ihnen reden. In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte? Hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder, sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Was wollten die damit erreichen, dass Sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt, aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben Sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotika machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Wie sind Sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich habe alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich hab's geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer. Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Da hat sie nicht unrecht. Sie sind Ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Da hat sie auch wieder recht. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Und nun haben wir alle Charaktere durch. Ja. Kruzifix. Und ja, ich werde mich bemühen, so ein bisschen abtrünnig, Vorbild, immer ein bisschen so ein kleines, so eine kleine Waage zu halten. Ich meine, gut,
offen und ehrlich gesagt, bei den Werte, ja. Aber was der ein bisschen mehr Vorbild, ein bisschen weniger abtrünnig, dann können wir uns hier und da noch mit abtrünnig spülen, gell? Gut, wir speichern da jetzt einmal. Wir haben ja noch knappe 20 Minuten Zeit, wenn du nichts dagegen hast. Wir laufen jetzt mal in Richtung... Also warte mal, wie ist denn da? Mal wieder ein bisschen orientieren da auf diesem Schiff. Ist ja alles nicht so einfach, wie es ist. Warte mal, da ist der Kern. Maschinendeck. Der Aufzug war da. Mannschaftsquartiere. Kasumi. Garus, Miranda. Jacob, Mordin. Also zu tun haben wir genug. Jetzt da. Kleiden wir mal den Shepard neu ein. Im Übrigen, ich habe mir das schon angeschaut. Da sind die Fische. Und da hinten im Regal steht der kleine Hamster. Was? Muss ich so noch dran? Pui. Gut. So. Ja, ja. Ah, Ruhe ist. Was kann der? Erhöhte Munitionskapazität für schwere Waffen um 10%. Terminuspanzerung. Schilde, erhöht die Reservemunition. Erhöht Schilde um 15%. Ah, das war die alte. Die, was hat die Cerberus? Erhöht man. Nee, gefällt mir nicht. Aber die finde ich immens geil. So. Jetzt dann. Ab in den Kids on the Block. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Mei, das ist aber lieb von dir. Upgrades. Ah, das haben wir schon. Ungelesene Nachrichten. Der Unbekannte, Shepard. Wie ich sehe, haben Sie Okirs Kroganer aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand. Nala Butler? Commander Shepard. Mein Ehemann gehörte zu Garus Team. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen Garus erzählt hat. Ich kenne selbst keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass mein Mann in einer Falle dieser verräterischen Gangs gestorben ist. Und ich weiß, dass Garus sich selbst die Schuld gibt. Für ihn war jeder Schuss für seine Einheit ein persönlicher Fehler. Als er mir vom Tod meines Mannes berichtet hat, war mir klar, dass er sich für den Schuldigen hält. Mein Mann hätte das nie gewollt. Er war stolz auf seine Arbeit in Garus Einheit. Er nahm die Gangs Omega wieder ab. Aha. Er ist ehrenvoll im Kampf gefallen. Ich vermisse ihn und würde alles dafür geben, ihn zurückzuholen. Aber was auch geschehen ist, es war nicht Garus Schuld. Sie sind jetzt sein Commander. Sorgen Sie, falls möglich, dafür, dass er sich nicht länger die Schuld gibt. Und erzählen Sie ihm bitte nichts von dieser Nachricht. Danke. Nala Butler. Können wir den jetzt so bauen? Nein. Ja, klar. Bist du deppert? Wo fangen wir an?
Also wir werden zuerst die Wütsau machen. Und Entschuldigung, mein Ausdruck mit der Wütsau. Der Dschungelplanet Pragia ist von industriell mutierten Pflanzenspezies völlig überwuchert. Weil Pragia zudem isoliert ist und keine Bevölkerung aufweist, wird der Planet immer wieder zur vorübergehenden Operationsbasis von Drogenhändlern, Waffenschmugglern, Piraten, Söldnern, Terroristen und Agenten, die alle ihre Geschäfte geheim halten möchten. Aha. Eine dauerhafte Besiedlung von Pragia wäre extrem schwierig, weil die mutierte und teilweise sogar giftige Flora ganze Kolonien in wenigen Tagen statt üblich in mehreren Jahren überwuchern kann. Ja, also wir brauchen die Jack und nehmen dann einen Grunt mit. Oh. Sei's drum, er kriegt ein Grantix schwarz. Wir sparen noch ein bisschen. Zurück. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Ja, Sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher! Es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Nur die Ruhe. Reißen Sie sich zusammen. Kommt schon alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay, gehen wir runter. Sie ist ja so ein putziges Dirndl. Wo müssen wir doch nie? Ah da, superklasse. Ist sich vor lauter Regen die Stirn nicht. Lassen Sie uns einfach reingehen und die Bombe in meiner Zelle legen. Ich will das alles hier in Flammen sehen. Ja, alles mit der Ruhe, Jack, du alter Krautkopf. Ich habe diesen Raum nie gesehen. In diesen Containern müssten Sie die Neuzugänge hergebracht haben. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Aber am Leben. Meistens. Oh. Da wird wer emotional, ha? Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, wie sie zustande kamen. Aber wenn er wüsste... Er wird's nicht rausfinden. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, wie sie zustande kamen. Aber wenn er wüsste... Er wird's nicht rausfinden. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben... Sie ziehen hinter dem Rücken des Unbekannten irgendwas Geheimes durch. Er hat nicht gesagt, was Sie vor dem Unbekannten verbergen. Ja, das werden wir schon herausfinden. Oh Gott, ich hasse es mittlerweile. So, wo bist du? Ja. Ich glaube, das ist es. Und... Naja, es ist dann wieder mehr Abwechslung.
Ah, da sind wir runtergegangen. Runtergegangen. Was war da? Nix. Ja, dann können wir eh runter. Ja, da ist nix. Passt. Dann können wir da durch die Tür durch. Genau. Ich erinnere mich, dass ich in diesem Raum geflohen bin. Es kam zum Kampf. Durch die Spalten in der Decke konnte ich das Sonnenlicht sehen. Zwischen mir und der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Ah, da kommen noch so geile Missionen auf uns zu. Ah. Das kann nur da sein. Sehr gut. Da kommen wir nicht auf, oder? Nein. Irgendwas ist da hinten. Kapiert. Bin dabei. Feindbeschuss. Im Dach. Sehr gut. Alter Blutfleck. Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Was wollten Sie denn herausfinden? Kein Schimmer. Vielleicht hat es Ihnen einen Kick gegeben. Ich habe nie etwas von dem verstanden, was hier abgelaufen ist. Wie oft haben die das gemacht? Ich war mein ganzes Leben lang in einer Zelle. Manchmal haben sie mich rausgeholt und mich kämpfen lassen. Mich mit Drogen vollgepumpt. Andere Sachen mit mir angestellt. Zeit vergeht in einer Zelle ganz anders. Sind andere Kinder bei diesen Kämpfen gestorben? Ich war selbst ein Kind und stand unter Drogen. Wenn ich gezögert habe, wurden mir Elektroschocks verpasst. Durch meine Venen flossen Drogen, als ich angegriffen habe. Wurden Sie wirklich belohnt, wenn Sie angegriffen haben? Ich habe bei jedem Kampf noch heute dieses warme Gefühl. Gehen wir weiter. Ja, verdammt. Temperamentsputzen. Weil ich mich mit so Temperamentsputzen überhaupt nicht identifizieren kann, weißt? Dieser Ort sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Varen erschossen? Er ist noch frisch. Tja. Was fragst du den Falschen? Dirndl. Das fragst du den Falschen. Aha. Sie haben uns gesehen. Bin dabei.
Batterianer. Ja, Ah. das geht in die Luft. Schlagschuss. Shit. Ich schlaf schon wieder. Na, wart schon. Guter Schuss. Dankeschön. Na, fertig masturbiert? Danke. Liege unter schwerem Beschuss. Na, wirklich? Wozu brauchten wir eine Leichenhalle? Es war eine kleine Anlage. Die anderen Kinder müssen in großer Anzahl gestorben sein. Und selbst dann waren sie noch Teil des Experiments. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Naja, Jack. Das hat doch lang nichts zu bedeuten. Wahrscheinlich warst du vorgesehen dafür. Und die anderen Kinder vielleicht auch nur lästiges Opfer. Oder nötiges Opfer, sagen wir es jetzt einmal so. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen einen Resident Evil Film mit der, was mit dem... Seltsam, wieder hier zu sein. Ich bin stinksauer. Ein saugefährliches Miststück. Aber gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße, es ist so kompliziert. Legen wir einfach die Bombe. Ruhig Blut, Jack. Es erinnert so ein bisschen an Resident Evil generell mit der Alice. Wo der Wesker, nicht der Wesker, wie hat der geheißen? Der Dr. Isaacs, genau. Wo der Experimente gemacht hat mit die Klone von der Alice und dann, wenn die Experimente schief gelaufen sind, einfach die unnötigen Testsubjekte auf Zeiten gerammt hat, ne? Ich weiß, es gibt viele, die hassen die Resident Evil Filme, aber ich mag sie irgendwie, ich weiß nicht. Feinde! Kurz noch einen Blick. Schauen wir mal, ob das was hilft. Noch einer. Nichtskönner. Hier haben Kinder gelebt. Wie es ausschaut. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel? Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. Hier muss ich bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Das ist ein schrecklicher Ort. Das kann ich mir fast vorstellen. Eintrag 1054, Anlage Teltin. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg.
Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert, aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch. Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Sie können nichts dafür, was die anderen angetan haben. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Das alles wird sie härter und stärker machen. Na gut. Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schotten Tilton ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich... Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz. Eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Im Prinzip stimmt beides. Sie konnten es nicht wissen. Mag sein. Wir nähern uns meiner Zelle. Dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Das Forschungsterminal. Ja, der Scheiß schon wieder. Ja. Ja, ja. Ja, ich weiß. Puh. Das könnte nützlich sein. Na erst. Ja. Oder wie hieß der Werbespot von der ÖBB? Scheißschnorrer. Hey, Arash, hier Kuret. Ja, die Eindringlinge sind hier. Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es nur Müll. Also schön, wir schalten sie aus. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung. Was machen Sie hier? Erstmal legen wir sie um, dann sehen wir weiter. Alle töten! Das ist ein Befehl, ich will sie tot! Viel Glück bei der Landung! So ist der. Ich werfe sie um! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigung. So, jetzt machen wir Arm fertig. Und Arm rösten wir jetzt ein bisschen. Ich hoffe, das funktioniert. Wie ist denn der jetzt? Zeit nähert sich! Einen Kampfmeister kann niemand aufhalten!
Doch. Flieg, Miststück! Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Arish ist, dort muss er sein. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. Dann kann ich's gleich auf seiner Leiche tun. Genau mein Humor. Ich liebe dieses Memory-Spiel, weil ich mir eh nichts da merken mag. Ja, ein paar Kreditas brauchen wir ja. Mhm. Ja, warte mal. Du wirst aber erreichen, glaube ich. Außer stellt sie uns noch was in den Weg. Speichern. Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Wer sind Sie? Mein Name ist Arash und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezwungen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Batarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Dafür müssen sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Dieser Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht ging es den anderen dadurch schlecht, aber was Sie tun, ist einfach nur krank. Alles, was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einer zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie's. Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von der Ihren lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Verschwinden Sie von hier. Los! Er ist es nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders.
Boah. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was geholfen. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. War da noch irgendwas? Ich glaube, wir sind da. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Vergeben Sie Punkte am Gruppenbildschirm, um Ihre Kräfte zu verbessern. Ja, darüber können wir jetzt reden. Hihihihi. Was? Inferno-Munition. Eine Sprengladung verteilt den Schaden der Munition beim Aufprall und kann zudem das Ziel und alle Feinde in der Nähe in Brand stecken. Kann nur das buchstäblich so, dass sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen können. Scheiße, das gefällt mir. Wir halten uns die 2 Punkte. Ja, da war ja mal. Ich weiß nicht, Blendgranate ist nicht so meins. Kryo, nein. Dann wir mal speichern. Ah, herrlich. Und wieder eine Mission vollendet. Und beim nächsten Mal geht's mit irgendeinem Charakter weiter. BZW. Mal kurz, können wir da was abbauen? Nein. Genau, das kannst du nicht, weil das ist ein story-relevanter Planet. Panik. Sonde unterwegs. So. Starte Sonde. Oh, haben wir ein bisschen mehr zu tun. Sonde unterwegs. Boah. Starte Sonde. Warte mal. Machen wir es so. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Mhm. So. Sonde unterwegs.
Ja, das sind das, was ich brauche. Sonde unterwegs. Das ist das, die Signalstärke, die brauche ich. Da schau dir das an erst. Starte Sonde. Aber ich werde dich damit nicht belästigen. Im Laufe der Zeit, einen Planeten werden wir hier und da immer wieder gemeinsam machen. Und den Rest mache ich. Starte Sonde. Außerhalb von den ganzen Quagel. Und sobald es nur irgendwo eine Anomalie gibt, werde ich diesen Planeten Sonde gestartet. in Ruhe lassen und mit euch dann die Anomalie machen. Und wenn wir dann fertig sind, mache ich mit den ganzen Quagel weiter, weil das kann oft Sonde gestartet. Stunden dauern. Sonde gestartet. Und ja, das hat mir schon Stunden gekostet. Sonde unterwegs. Sehr gut. Ich weiß wirklich, Commander. So, da füllen wir alles auf. Und in der nächsten Aufnahme Anomalie, Jacob, Omega. Ilium. Auf Ilium hätten wir eigentlich ein bisschen mehr zu tun. Na, Ilium halten wir uns auf. Kasumi, Garus. Dushanka, Citadel, Liara Intel übergeben. Was machen wir so? Ich werde mir was einfallen lassen, was wir als nächstes angehen. Ich pack unser Schiffle wieder hier. Genau, ich park unser Schiffchen wieder bei der Erde. Ah, herrlich. Ja, Heimatgefühle. Also dann, ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Baba.